wunderschönen guten Abend. So schön seid ihr hier. Lasst uns einsteigen. Wir haben einen guten Gott, den wollen wir heute feiern, den wollen wir ehren. Darum, lasst uns loslegen. Komm mal. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise in the valley, I praise on the mountain. I praise when I'm sure, I praise when I'm down. I praise when I'm numbered, I praise when surrounded. My praise is the water my enemies drown. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Oh, my soul, I praise when I'm feeling, I praise when I'm low. I praise 'cause I know you're still in control. 'Cause praise is the weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Oh, my soul, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord. Oh, my soul. I praise 'cause you're sovereign, I praise 'cause you reign, I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, I praise 'cause you're true, I praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, I praise 'cause you reign, I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, I praise 'cause you're true, I praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord,
Ganz, ganz herzlich willkommen zur Gebetswoche Januar 2026. Wir haben hier den Titel gegeben, könnt schon stehen bleiben, es geht nicht lange, keine Angst. Herzschlag. Und wir werden in dieser Woche 4 Schlüsselelemente unserer Silbern-DNA miteinander anschauen. Ich freue mich, ich habe mich enorm auf diese Woche gefreut, habe mich gefreut auf diese Themen, wo wir miteinander diese Werte aus der Bibel nehmen und anwenden für uns hier in Silbern. Wir wollen einsteigen in eine Zeit der Anbetung. Das ist auch schon das Thema des heutigen Abends, nämlich wir sind eine Kirche, in der Anbetung einen großen Wert hat. Anbetung mehr als nur Lieder, aber auch Lieder. Und diese Zeit wollen wir uns nehmen und Gott mit unseren Liedern jetzt anbeten. Heiliger Geist, ich lade dich ein in diesen Abend, ich lade dich ein in diese Woche, dass wir nicht einfach nur hören und machen, sondern dass wir berührt werden von dir. Ich möchte dir jeden einzelnen Abend hinlegen und dich bitten, fordere uns heraus als Gemeinde, verändere uns als Gemeinde, berühre uns als Gemeinde und lass uns verändert aus dieser Woche hinausgehen mit einer Schärfe auf die Sicht von dem, was du willst. Danke, Jesus. Amen. Anderes als Kampf sehen, kannst du den Sieg sehen. Wenn ich vor mir nur den Berg sehe, siehst du ihn schon versetzt. Und wenn ich durchs finstere Tal gehe, dann wirst du mitgehen. Es gibt nichts zu fürchten, weil du mich nie verlässt. Und wenn ich kämpf, dann auf meinen Knien, ich heb die Hände zu dir. Denn mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Und jede Angst leg ich vor dich hin, durch die Nacht sing ich dir. Mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Bist du mein Gott für mich, wer steht mir entgegen? Es ist nichts unmöglich, wenn ich dich bei mir habe. Ich seh den Staub und die Asche, du Schönheit und Segen. Seh ich vor mir nur ein Kreuz, siehst du schon das leere Grab. Und wenn ich kämpf, dann auf meinen Knien, ich heb die Hände zu dir. Mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Und jede Angst leg ich vor dich hin, durch die Nacht sing ich dir. Mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Wie eine Festung stellst du dich vor uns. Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Du strahlst in den Schatten, siegst in allen Kämpfen. Komm, lass uns nochmal gemeinsam das singen und Nichts kann aussprechen. der Macht und Wie eine Stärke Festung. Gottes widerstehen. Wie eine Festung stellst du dich vor uns. Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Du strahlst in den Schatten, siegst in allen Kämpfen. Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Wie eine Festung stellst du dich vor uns. Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Du strahlst in den Schatten, siegst in allen Kämpfen.
ich kämpf dann auf meinen Knien. Ich heb die Hände zu dir. Mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Jede Angst leg ich vor dich hin. Durch die Nacht sing ich dir. Mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Du bist Sieger, Herr. Du allein bist Sieger. Halleluja. Las das Wort direkt am Anfang. Eins mit Gott, dem höchsten Herrn. Die Pracht verborgen in der Schöpfung. Und durch Christus nun zu sehen. Oh, wie schön dieser Name ist. Oh, wie schön dieser Name ist, der Name Jesus Christus, Herr. Oh, wie schön dieser Name ist, der unvergleichbar ist. Oh, wie schön dieser Name ist, der Name Jesus. Stehen wir hier vor deinem Thron und wir staunen nur. Wir staunen, was du alles für uns gegeben hast. Dass wir mit diesem Riesengeschenk in unserem Leben vorwärts gehen dürfen. Dass du alles für uns gegeben hast. Dass du den Weg für uns frei gemacht hast. Und Vater, das wollen wir proklamieren am heutigen Abend. Dass dir nichts unmöglich ist. Dass du der Sieger bist. Dass dein Name höher ist. Dass dein Name größer ist. Komm, singen wir zusammen, der Tod hat verloren. Der Tod hat verloren, zerrissen der Vorhang, Sünde und Grab schweigen vor dir. Die Himmel loben, von Herrlichkeit loben, weil du nun auferstanden bist. Du hast keinen Gegner.
lade dich ein, dass du ganz persönlich Gott groß machen kannst. Deinen eigenen Worten ihn anbeten kannst. Er ist heute Abend hier. Er ist mitten unter uns. Zeig dich erneut, ich bin bereit, Zeuge zu sein von deiner Kraft. Ich weiß, dass du lebst, ich weiß, dass du lebst. Ja, ich glaube an dich, dass du Wunder tust, wie vor 1000 Jahren wirkst du hier und jetzt. Ich erwarte dich, weil du mir versprichst, du bist ein Gott der Wunder. An was du singst. Er kann noch viel mehr tun heute. Du bist nicht tot, dein Grab ist leer. Du lebst in uns, deine Kraft ist hier. Zeig dich in Fülle, halt nicht zurück. Dafür preisen wir dich, dafür preisen wir dich. Du bist nicht tot, dein Grab ist leer. Du lebst in uns, deine Kraft ist hier. Zeig dich in Fülle, halt nichts zurück. Dafür preisen wir dich, dafür preisen wir dich. Du bist nicht tot, dein Grab
Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du uns in einen tieferen Level der Anbetung hineinnimmst, das ganze Kirche. Ich möchte dich beten für diese Gebetswoche, dass du redest und wirkst vom ersten Moment an, dass dich nicht etwas aufbauen muss, sondern dass du da bist von jetzt an und dass du unsere Herzen veränderst. Danke für deine Gegenwart. Amen. Amen. Ihr dürft gerne kurz Platz nehmen. Ja, wie schon gesagt, wir werden diese 4 Abende haben, 4 Werte, eine Vision. Und wir werden heute Abend starten mit dem Wert der Anbetung. Wir sind eine Kirche, in der Anbetung ein ganz zentraler Wert ist. Bei Anbetung geht es um mehr als Musik. Auch Musik. Und ich möchte diese Gelegenheit hier auch nutzen, unseren Worship-Teams einmal Danke zu sagen. Ihr seid weg, aber ihr seid Helden. Jeden Sonntag sind sie meistens die Ersten im Saal, die hier sind, die Letzten, die gehen, zusammen mit der Technik. Und ich finde das einfach großartig, dass sie das, auch wie sie sich entwickeln, wie sie üben, wie sie proben, großartig. Ganz herzliches Dankeschön. Schön, dass ihr auch irgendwo hier hinten seid und euch versteckt. Ich sehe, ich finde euch schon wieder. Ich möchte heute Abend mit euch durch einen Bibelvers durchgehen, der ganz bekannt ist, weil wir gehen 4 Werte an und wir möchten mit dem Wichtigsten starten. Und hat Jesus einmal gefragt, Jesus, was ist, also man wollte ihn reinlegen, aber was ist denn das wichtigste Gebot? Und er sagte, man hat ihn gefragt, Meister, was ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Jesus gibt uns in diesem Vers oder in diesen Versen eigentlich eine gewisse Struktur oder einen gewissen Rahmen dafür, was denn Anbetung bedeutet. Weil wir sind ja schnell einmal dafür, ja, wir sind eine Kirche, die Jesus anbetet. Nur was heißt das? Wir möchten heute Abend so 4 Elemente daraus isolieren und auch für die 4 Teile dann beten. Also ich werde immer mal wieder ein bisschen reden, dann werden wir wieder ein bisschen beten, ich werde wieder ein bisschen reden. Und ihr könnt dafür beten, dass es ein bisschen reden bleibt, weil ich habe so viel vorbereitet wie... Gut. Das erste Element, was Anbetung bedeutet, ist, was Jesus hier sagt, du sollst den Herrn von Herzen lieben. In der Bibel sehen wir das Herz, im hebräischen Denken ist das Herz nicht einfach das Organ, das Poppertier oder irgendetwas, das ein bisschen flattert, wenn man verliebt ist, sondern das Herz ist das Zentrum einer Person. Nicht primär der Ort der Emotionen, sondern der Ort der Entscheidungen, des Willens und vor allem der eigenen Identität. Das Herz ist der Ort, wo die Frage beantwortet wird, wer bin ich? Darum Sprüche 4,23, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und da heißt es, das bedeutet nicht, du sollst weniger Hamburger essen oder so, sondern hey, schaue auf deine Identität, schaue darauf, wer du bist, dass das geprägt ist von dem, was Jesus sagt, dass du es bist. Meine Identität, deine Identität ist von Gott gesetzt. Das Evangelium sagt, du bist Gottes Sohn, du bist Gottes Tochter. Dankeschön. Johannes 1,12, allen, die ihn aufnahmen, gab er Macht oder gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und ich sage euch, würden wir mehr darüber nachdenken, würden wir das mehr verstehen, was das heißt, wir würden alle schreien vor Freude. Und diese Identität, die wir haben, ist nicht etwas, was wir uns erarbeiten müssen, sondern es ist ein Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Galater 4, 6-7, ihr seid seine Söhne und Töchter, also nicht mehr Sklaven, sondern seine Kinder. Das heißt, mein Wert, meine Identität kommt nicht mehr aus dem, was ich tue, sondern aus dem, was ich in Christus bin. Wir haben ja schon schnell einmal als Menschen die Tendenz so Richtung Werksgerechtigkeit. Ich versuche mir dann meine Identität durch meine Leistung schon ein bisschen zu erarbeiten. Ich würde vielleicht, wir sagen, nicht erarbeiten, aber wir wollen sie mindestens ein bisschen polieren, ein bisschen schöner machen, ein bisschen besser machen. Aber weißt du was, das ist das totale Gegenteil von Anbetung. Weil damit sage ich ja, Jesus, was du am Kreuz gemacht hast, ist schon recht gut. Aber ich glaube, ich muss das noch ein bisschen verbessern. Durch das, was ich mache. Durch die paar, ich habe es mal, glaube ich, gesagt, die Cumuluspunkte, die Punkte, die ich hier irgendwo versuche zu sammeln im Himmel. Das ist nicht Anbetung, das ist Rebellion gegen die Gnade.
Werksgerechtigkeit macht mich zum Zentrum statt Gott, wo ich sage, ich bin mein eigener Retter. Und wir würden ja nicht sagen, wir sind werksgerecht. Aber ich merke in meinem Leben, diese Tendenz, die ist schon da. Gott von ganzem Herzen zu lieben, bedeutet, meine Identität in Gott ruhen zu lassen. Mein ganzes Herz, meine ganze Identität, mein ganzes Sein. Es geht um ungeteilte Loyalität. Gott ist nicht einer von verschiedenen Identitätsgebern, der mich definiert im Leben, sondern er ist der eine, der sagt, was gilt. Jesus zitiert ja hier in diesen Geboten, die er wiederholt, das Schema Israel, das zentrale Glaubensbekenntnis eigentlich so auch Israels, dass die Israeliten zweimal täglich beteten und es half ihnen, ihre Identität in Gott zu verankern. Unsere Gefahr ist ja, wir suchen die Identität woanders. Jakobus 4,8 sagt es so, ihr Unentschieden, reinigt eure Herzen, oder wörtlich ihr Doppelherzigen, reinigt eure Herzen. Ein geteiltes Herz sucht seine Identität teilweise in Gott, teilweise in Leistung, Status, Anerkennung und so weiter. Ich bin wertvoll, weil ich erfolgreich bin. Ich bin wertvoll, weil andere mich mögen. Ich bin wertvoll, weil ich so fleißig in der Gemeinde mitdiene. Das macht uns nicht wertvoll. Das sind wir schon. Es macht uns ruhelos, getrieben, ängstlich, weil diese Identitätsquellen, die sind instabil. Und Jesus sagt in Matthäus 6,24, er sagt es dort über Geld, aber es gilt auch dafür, niemand kann zwei Herren dienen, auch nicht in der Frage der Identität. Wahre Anbetung ruht in der geschenkten Identität. In Johannes 4 sagt Jesus, Gott sucht Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Im Geist, das ist aus der Tiefe meiner wahren Identität als Kind Gottes. Und in der Wahrheit, die gemäß der Realität, ich bin geliebt. Nicht wegen meiner Leistung, sondern wegen seiner Gnade. Wahre Anbetung sagt, Gott, du definierst, wer ich bin. Nicht meine Werke, nicht meine Erfolge, nicht meine Gefühle, nicht andere Menschen. Die Frage, die ich dir für diesen ersten Teil die ich dir gerne stellen möchte, ist, woher beziehe ich faktisch meinen Wert? Aus Gottes Aussage über mich oder aus meiner Leistung? Wo versuche ich, meine Identität zu erarbeiten, statt sie als Geschenk von Gott anzunehmen? Bin ich getrieben? Oder kann ich ruhen, weil ich weiß, ich bin Gottes Kind? Nehme ich vielleicht damit Gott den Platz, weil ich denke, ich müsse ihm noch etwas beweisen? Ich möchte uns hineinnehmen in eine erste Gebetszeit, wo wir miteinander beten. Wir möchten es so machen, Hini wird ein bisschen spielen. Wir möchten eine Segenszeit machen, wo wir einander segnen. Segen ist ja nicht Segen ist schlussendlich einfach Wahrheiten Gottes über eine Person oder Situation auszusprechen. Und ich fände es schön, wir könnten vielleicht so Vierergruppen machen und wir werden, also ich muss das ganz am Anfang sagen, gilt für die ganze Woche, wir werden immer mal wieder Gruppen machen. Wenn du das nicht möchtest, du musst im Fall wirklich nicht. Ich will das auch nicht immer. Du darfst. Wenn du selber alleine beten willst, absolut okay. Aber wenn du magst, lade ich dich ein, vielleicht so Vierergruppen zusammenzustehen und einander zu segnen. Und zwar Wahrheiten übereinander auszusprechen. Kann ja jeder mal beten für jemanden und einfach diese Wahrheiten Gottes über dem anderen aussprechen. Du kannst mit deinem Verstand beginnen und lass dich auch von Gott prophetisch leiten, Dinge auszusprechen, die vielleicht dann für die andere Person gerade sehr wichtig sind. Der Heilige Geist will uns alle brauchen. Er braucht nicht nur die Leute hier auf der Bühne, er will dich brauchen, prophetisch in andere Leben zu reden. Lass uns doch diese Zeit nehmen, lass uns aufstehen miteinander, ein paar Minuten, wir werden für so 5-6 Minuten dafür nehmen und dann weitergehen in einen zweiten Teil.
Jesus, ich danke dir, dass du unser Identitätsgeber bist und dass wir dich von Herzen anbeten dürfen, indem wir deinem Werk nichts mehr hinzufügen. Dass deine Größe in unserem Leben, deine Herrlichkeit, deine Liebe, deine Güte, die Macht deines Erlösungswerks sichtbar ist in dem, zu was du uns gemacht hast, Söhnen und Töchtern. Und Herr, vergib uns dort, wo wir immer wieder bei unseren eigenen Versuchen, das irgendwie zu polieren, dass wir die nehmen und das Gefühl haben, wir können da dein Erlösungswerk noch irgendwie verbessern. Heiliger Geist, sprich uns darauf an in unserem Alltag, in unserem Leben. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, mal uns das vor Augen, dass unser Herz wirklich springt vor Freude, weil wir verstehen, wer du bist und was du getan hast, zu was du uns gemacht hast. Herr, dass unser Herz wirklich übergeht, weil du unser Identitätsgeber bist. Danke dir von ganzem Herzen dafür. Amen. Amen. Nehmt doch bitte noch einmal Platz, wenn ihr mögt. Und wenn nicht, dann könnt ihr auch bleiben, wo ihr wollt. Wir wollen in einen zweiten Teil hineingehen, wo ja dann Jesus sagt, er sagt, wir sollen ihn lieben von ganzem Herzen und dann mit ganzer Hingabe. Was bedeutet denn dieses Hingabe? Im Hebräischen Nefesh, das betrifft dort das ganze Leben, die ganze Existenz. Es ist mehr als eine Emotion der Hingabe, sondern es ist die Gesamtheit meiner Lebenskraft Gott zur Verfügung zu stellen. Gott mit ganzer Seele zu lieben, heißt, ihm mein ganzes Leben hinzugeben und schlussendlich zu sagen, Gott, du bist der Chef. Jesus sagt hier aber etwas Herausforderndes. Er sagt hier, nicht mit recht viel Hingabe oder mit ziemlich viel Hingabe, sondern er sagt mit ganzer Hingabe. Nicht ein Teil meines Lebens, sondern alles. Anbetung kostet etwas. 2. Samuel 24 sagt David, ich will dem Herrn nicht Opfer bringen, die nichts kosten, weil Gott Gott ist. Wahre Anbetung hat einen Preis, sie kostet meine Zeit, meine Bequemlichkeit, meine Pläne. Weil wir leben ja in so einer Bequemlichkeitskultur oder Convenience-Kultur. Also alles muss bequem und einfach sein. Wehe, ich muss meine Lasagne noch selber machen. Ich hätte am liebsten einen Roboter, der sie noch in den Ofen schiebt. Und ich liebe unseren Bodenputzroboter, ich liebe es. Judith sagt, es sei meine neue Freundin. Das ist okay. Aber ich finde das so sensationell, wenn ich auf dem Sofa sitzen kann und ich kann auf meinem Handy drücken und das Ding beginnt zu putzen. Das putzt sowieso noch sauberer als ich. Sensationell. Aber das Problem ist, wir leben in dieser Convenience-Kultur. Es muss immer bequem sein. Nachfolge beschreibt Jesus als, nehmt euer Kreuz auf euch. Das tönt nicht ganz so bequem. Römer 12,1 sagt, er gebt euer ganzes Leben Gott hin. Das ist wahre Anbetung. Anbetung ist nicht auf den Sonntagmorgen beschränkt. Anbetung ist nicht auf die Zeit mit Gott beschränkt, sondern Anbetung ist eben ein Lebensstil, wie ich arbeite, wie ich mit Geld umgehe, wie ich Beziehungen führe, wie ich rede, wie ich denke. Kolosser 3,17 sagt es so schön, alles, was ihr tut und sagt, soll zeigen, dass ihr zu Jesus Christus gehört. Das ist Hingabe. Hingabe bedeutet, auch meine Pläne loszulassen und Gottes Pläne anzunehmen. Im Garten Gethsemane hat Jesus gebetet, Herr, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das ist Hingabe. Und ganz ehrlich, das ist oft ein Kampf in unserem Leben. Aber in diesem Kampf wächst auch unsere Liebe zu Gott, weil wir uns die Frage nicht stellen, was will ich, sondern Gott, was willst du? Ich glaube, wir müssen auch hier verstehen, mit Hingabe können wir uns nichts erarbeiten und denn Hingabe, auch unsere Hingabe ist ja eine Antwort auf seine Hingabe. Ja, wir geben uns hin und haben das Gefühl, wir machen die großen Schritte. Was hat Jesus getan? Ich meine, er hat den Himmel verlassen, ist Mensch geworden, wurde Teil seiner Schöpfung und ließ sich von dieser Schöpfung noch töten. Das ist Hingabe. Also alles, was wir hingeben, alles, wo wir gehorsam sind, alles, wo wir unsere Pläne auf die Seite legen und sagen, Gott, deine Pläne zählen, sind immer noch mickrig klein
gegenüber von dem, was Jesus gemacht hat. Und das ist schlussendlich auch unsere Motivation und unsere Ausgangslage. Wir können uns hingeben, weil er sich zuerst hingegeben hat. Hingabe zeigt sich, glaube ich, sehr stark in Gehorsam. Gehorsam, glaube ich, ist ein zentrales Element im Leben mit Gott. Gehorsam, weil Gott Gott ist und ich nicht. Johannes 14,15, dieser Vers, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und es ist ganz spannend, er sagt nicht, wenn ihr meine Gebote haltet, liebt ihr mich. Das ist nicht das Werk Habis, sondern er sagt, hey, wegen dem, wer ich bin, wegen dem, wie ich euch liebe und ihr mich zurückliebt, dann ist das eine logische und sinnvolle Konsequenz, dass wir es lernen, gehorsam zu sein. Denn Gehorsam ist ja eben nicht Sklaverei, sondern es ist die logische Konsequenz davon, dass Gott Gott ist. Er ist der Schöpfer, ich bin das Geschöpf. Er ist allwissend, ich bin begrenzt. Er ist ewig, ich bin zeitlich. Jetzt könnte man aber ja meinen, Gehorsam, das sei schon so ein bisschen die Schattenseite des Christseins. Also ein bisschen etwas Mühsames. Manchmal früher, wenn man so sagt, Gott, ich gebe dir alles, du kannst über mein Leben bestimmen. Und ein bisschen diese Angst, die mitschwingt, er beruft mich dann irgendwo weit, weit weg in einen Ort, wo ich nicht hin will und schenkt mir eine Frau, die mir nicht gefällt und schenkt mir ein Leben, das weiß nicht was. Aber das hat damit zu tun, welches Bild wir von Gott und welches Bild wir vom Gehorsam gegenüber zu ihm haben. 1. Johannes 5,3 sagt die Bibel so, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Gehorsam fühlt sich nur dann wie eine Last an, wenn wir Gott nicht kennen. Je mehr ich erkenne, dass Gott gut ist und nur Gutes für mich will, desto mehr wird Gehorsam zur Freude. Ich fahre ja recht viel Auto, ich wohne ja recht weit weg, ich fahre da diesen lieben Nordring hin und her fast jeden Tag, ich bin per jedem Dollendeckel per Du. Ich habe im Auto so ein Navi mit Online-Verkehrsführung und ich habe gelernt, diesem Ding gehorsam zu sein. Warum? Ich rede nicht von Judith. Da bin ich auch gehorsam, aber da muss ich einfach. Nein. Ich bin x-mal auf die Autobahn gefahren, weil ich wusste, ja, es ist ja Abend, es ist jetzt 9:30. Also es ist ja sicher kein Stau mehr da. Jetzt fahre ich und also nicht irgendwo da über Geroldswil und weiß nicht was alles. Ich kenne den besseren Weg, ich kenne mich ja aus, ich weiß ja, wie es geht. Und dann fahre ich auf diese blöde Autobahn und sehe, super, ja, Tunnel ist gesperrt. Ich stehe dann mal 40 Minuten. Das ist eine True Story. Und irgendwann habe ich gemerkt, weißt du was? Der Google, der hätte das gewusst. Und der Google, der hat mir das so eigentlich gesagt. Aber weißt du was, der Giro, der hat nicht auf den Google gehört. Und jetzt steht halt der Giro im Stau. Und das ist ja banal, aber weißt du was, das ist oft das, was wir in unserem Leben machen. Ich weiß es besser, ich will nicht gehorsam sein, ich bin mein eigener Chef. Ja, und dann stehst du im Stau. Und wenn ich verstehe, weißt du was, dieser Google, ich muss dem nicht gehorchen. Aber wenn ich es tue, dann hilft er mir. Wenn ich es tue, dann bin ich schneller bei meiner wunderschönen Frau zu Hause. Gut. Gehorsam ist, glaube ich, der Weg zu einem erfüllten Leben, weil Gott weiß, wie wir funktionieren, weil er es besser weiß, weil er eben Gott ist und ich nicht. Und dann ist Gehorsam nicht eine Pflicht, die ich tun muss, sondern dann wird Gehorsam, auch wenn er etwas kostet, wird zu einem Geschenk Gottes an unser Leben. Die Frage, die unser Leben prägen soll, Gott, was willst du? Gott, ich gebe dir mein Leben hin. Gehorsam gegenüber Hingabe ist vorauseilender Gehorsam. Ist nicht zu sagen, Gott, mach mir mal deine Vorschläge und dann entscheide ich mich dann, ob ich darauf einsteige oder nicht. Nicht wie bei Google, wo du die Routen dann wählen kannst. Ja, diese gefällt mir nicht, da ist 3 Minuten mehr, aber ich will jetzt die. Sondern Gehorsam bedeutet, zu Gott zu sagen, ich gebe dir mein Leben hin. Du darfst sagen. Du sagst, ich mache. Das ist Gott anzubeten mit ganzer Hingabe. Nicht zu fragen, was bringt es mir, sondern was will Gott. Nicht zu fragen, ist das fair, sondern zu fragen, ist es Gehorsam Gott gegenüber. Nicht zu fragen, fühlt sich das gut an, sondern zu sagen, ist es richtig vor Gott. Gehorsam ist die
praktische Antwort darauf, auf die Frage, wer ist der Herr in meinem Leben? Wer ist mein Gott? Ich möchte in eine Gebetszeit gehen, wo ich euch ein bisschen herausfordern möchte. Ihr habt beim Hineingehen so ein Blatt bekommen, sonst hat es hier vorne noch ein paar oder hinten und auch ein paar Schreiber und da steht Unterschrift. Ich möchte dich herausfordern, zu sagen, Gott, das ist mein Leben. Ich bin einverstanden, du kannst es ausfüllen. Also ein symbolisches Zeichen meiner Hingabe. Sagen, Gott, dein Wille, nicht mein Wille geschehe. Und wir werden uns jetzt dann einfach ein bisschen Zeit so persönlich nehmen. Ich möchte dich einladen, das ganz ernsthaft zu tun. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, das schaffe ich nicht, kann ich nicht. Ist okay, dann unterschreib's nicht. Sei lieber ernst und bitte den Heiligen Geist, dir die Dinge in deinem Leben aufzuzeigen, die dir im Weg stehen, dich ganz Gott hinzugeben, dich ganz Gott zur Verfügung zu stellen. Vielleicht ist es das, dass du Gott noch nicht als den kennst, der dich eben den besten Weg führt, den schnellsten Weg, jetzt im Vergleich mit dem Navi. Vielleicht bist du da und du unterschreibst auch und dann nimm dir einfach auch ein bisschen, uns einfach ein paar Minuten Zeit nehmen und höre auf den Heiligen Geist, der vielleicht ein Ding in deinem Leben anspricht und sagt, du, ich habe da eigentlich schon etwas draufgeschrieben, aber von dem sehe ich nicht so viel in deinem Leben. Ich hätte dir eigentlich etwa einen Auftrag gegeben. Ich habe dir doch eigentlich gesagt, oder warum machst du eigentlich? Ich habe es doch anders gesagt, wo der Heilige Geist diese Dinge ansprechen kann. Und wir wollen diese Gebetszeit vielleicht ein bisschen, ihr dürft euch gerne verteilen, wenn ihr wollt, ein bisschen ruhig, 15 Minuten. So eine Zeit der persönlichen Hingabe, wo wir sagen, Gott, hier ist mein Leben, du darfst es füllen, weil ich weiß, du bist gut. Nehmen wir uns doch diese Zeit und ich werde dann wieder beten und dann gehen wir zum dritten Teil.
Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Amen. Im dritten Teil von dem Vers macht Jesus nachher etwas ganz Spannendes. Weil im Schema Israel, wie? Auch im Hochdeutsch. Dort redet die Bibel oder die Juden, sie sprachen von der Kraft. Und jetzt kommt Jesus und spricht plötzlich, wechselt den Begriff aus und redet vom ganzen Verstand. Ganz spannend, was Jesus hier macht. Jesus darf die Bibel abändern, das ist okay. Man geht davon aus, er hat das gemacht, um genau das anzusprechen. Er war ja auch in dieser stark hellenistisch geprägten Generation, die sich eben nach diesem Verstandesdenken auch sehnte. Und Jesus stellt eigentlich damit etwas klar. Liebe zu Gott ist nicht anti-intellektuell. Ich finde das so wichtig und eigentlich so eine tolle Aussage für unsere Zeit heute. Weil heute wird ja manchmal schon ein bisschen, gerade auch in der Presse oder so, wird hingestellt, entweder du glaubst an Jesus und bist also ein bisschen dumm und glaubst an Jesus, oder du bist clever, dann weißt du ja, all das ist ja Nonsens. Und Jesus sagt hier eigentlich, hey, das ist ganz, ganz falsch. Glaube und das Intellektuelle, das sind Partner. Das zielt oft nicht auf das Gleiche, aber das geht miteinander. Wahre Anbetung engagiert auch unseren Verstand. Wahre Anbetung ist auch durchdacht, reflektiert und auch theologisch fundiert. Im biblischen Denken sind Herz und Verstand nicht trennt, so wie wir es gerne machen. Der Verstand ist nicht Feind des Glaubens, sondern sein Verbündeter. Und die Bibel sagt ja dann zum Beispiel in Römer 12,2, lasst euch durch die Erneuerung eures Denkens verändern. Also zuerst unser Leben geben wir als Anbetung. Anbetung ist unser Leben hinzugeben für Gott und dazu braucht es, dass wir unser Denken erneuern lassen müssen. Eine Transformation unseres Denkens. Und die Frage, die wir uns ja stellen wollen, wenn wir Jesus mit unserem ganzen Verstand lieben wollen, ist, darf Jesus denn meine Denkmuster konfrontieren? Das ist nämlich die entscheidende Frage für tiefe Anbetung. Wir haben ja nämlich alle Denkmuster, die sind geprägt von unserer Kultur, von unserer Erziehung, von unseren Erfahrungen. Darf Jesus zu gewissen Dingen sagen, ja, aber? Oder darf Jesus vielleicht sogar sagen, man sagt das, ich sage aber? Denn nicht alle unsere Denkmuster entsprechen der Wahrheit Gottes. 2. Korinther 10,5 sagt die Bibel, wir nehmen jeden Gedanken gefangen und unterstellen ihn Christus. Ich glaube, dass Jesus immer wieder unser Denken auch konfrontieren will. Unser Denken über Gott, ist mein Gottesbild biblisch oder von meinen Wünschen geprägt? Über mich selber definiere ich mich durch Gottes Wahrheit oder durch meine Gefühle und so weiter? Über andere urteile ich nach Gottes Maßstäben oder nach weltlichen Kriterien? Über Erfolg, was ist wirklich wichtig im Leben? Gottes Reich oder mein Komfort? Vielleicht auch über Leid. Wie gehe ich mit Schwierigkeiten um? Vertraue ich Gottes Souveränität? Bis hin zu moralischen Fragen. Folge ich dem Zeitgeist oder lebe ich nach Gottes unveränderlichen Standards? Weil wir stehen sonst in einer Gefahr einer oberflächlichen Anbetung. Wir beten dann einen Gott an, den wir uns selber zusammengezimmert haben. Gottes Wort, die Bibel, ist ein entscheidendes Fundament für richtiges Denken. Johannes 17,17, dein Wort ist Wahrheit. Ich glaube, gerade die Bibel zu kennen, die Bibel zu verstehen, ist ein entscheidendes Element für tiefe Anbetung. Denn gerade durch die Bibel konfrontiert eben Jesus unser Denken, formt es neu. Psalm 119,11 sagt der Psalmist, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Also Gottes Wort ist der Maßstab, an dem wir unser Denken prüfen müssen. Weißt du, Jesus will uns nicht einfach nur irgendwie neue Gefühle geben, sondern er will unser Denken verändern, unser Denken prägen lassen durch seine Wahrheit.
Weil wenn sich mein Denken verändert, verändert sich mein Verhalten. Und wenn sich mein Verhalten verändert, verändert sich mein Leben. Und es beginnt nicht mit unserer Anstrengung, sondern mit der Erlaubnis, die wir Jesus geben, unser Denken zu konfrontieren, unser Denken zu verändern. Wir möchten in eine Gebetszeit gehen zum Thema Jesus mit dem ganzen Verstand lieben. Und wir möchten miteinander für unseren Jahresschwerpunkt dieses Jahres beten. Ich freue mich enorm auf diesen Jahresschwerpunkt. Wir haben ihn genannt, reflektiert Glauben. Basiert auf dem Vers aus 1. Petrus 3,15, seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Und wir haben so dieses Jahresziel oder diesen Jahresschwerpunkt als Gemeinde, wir werden das sehen auch in den Predigtserien, die kommen und so, dass wir besser sprachfähig werden für unseren Glauben in unserer Zeit. Glauben ist nicht anti-intellektuell. Glauben darf sich hinterfragen lassen, kein Problem. Du kannst die Wahrheit noch 17 Mal hinterfragen, ist gar kein Problem. Aber wir müssen sprachfähig werden. Und das wünsche ich mir für uns als Kirche, dass der Heilige Geist uns hier befähigen kann, aber nicht nur der Heilige Geist, sondern dass auch unser Verstand, unsere Gewohnheit, unser Wissen sogar bereit wird, sprachfähig zu sein, dass unser Glaube nicht einfach darauf basiert, ja, ich weiß es auch nicht, du musst es halt erleben, sondern dass wir Argumente haben, dass wir klar sind, dass wir bereit sind. Und ich fände es schön, wir könnten noch einmal in Gruppen beten und beten für diesen Jahresschwerpunkt. Und zwar, dass es nicht irgendetwas bleibt, das wir irgendwo in der Netzwerkleitung beschlossen haben, sondern dass es uns als Kirche auf eine Reise mitnimmt, dass wir Ende Jahr sagen können, hey, wir sind sprachfähiger geworden. Mir gefällt dieses Wort, sprachfähig. Ich kann es formulieren, ich kann es benennen, ich kann argumentieren in einer Art und Weise, die auch in der heutigen Zeit funktioniert. Denn der Glaube muss sich nicht verstecken. Aber wir müssen nicht blind glauben, wir dürfen reflektiert glauben. Lass uns doch aufstehen und so eine Zeit nehmen, wo wir miteinander beten, dass das geschehen darf dieses Jahr als Gemeinde. Weil ich glaube, es wird einen Impact haben, auch auf unsere evangelistische Tätigkeit, dass wenn wir in Berührung kommen mit Menschen, die nicht an Jesus glauben, noch nicht an Jesus glauben, dass wir anders sind, in der Lage sind zu reden und wie es Petrus hier schreibt, jederzeit bereit sind, Rede und Antwort zu stehen, wenn andere euch nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Also die ist ja sichtbar. Lasst uns doch diese Zeit nehmen und ich werde dann den Abschluss machen.
Danke, Jesus, dass du uns als Licht, als Kirche hier als Licht und Salz in dieses Limmatal gestellt hast. Und Jesus, ich möchte dich wirklich beten für dieses Jahr, dass diese beiden Dinge, die wir in diesem Vers sehen, einfach sichtbar sind. Auf der einen Seite, dass unsere Leben strahlen von Hoffnung, dass Menschen sehen, da ist etwas, das will ich auch. Und auf der anderen Seite bitte ich dich, dass du uns befähigst, wie es Petrus hier schreibt, bereit zu sein, Rede und Antwort zu stehen, dass die Menschen nicht nur sehen, sondern auch verstehen und selber glauben können, selber erleben können. Danke, Jesus, dass du uns dazu befähigst. Amen. Amen. Jesus hat ja dann diesem Gebot ein zweites hinzugefügt. Nämlich er hat gesagt, ja, dieses Gebot, das ist sehr wichtig, aber es gibt ein zweites, das ist genauso wichtig. Er sagt nämlich dann, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jesus trennt nicht zwischen der vertikalen, sagst du mal, also vertikalen Liebe, der Liebe zu Gott und der Liebe zu Menschen. Er sagt, hey, das gehört zusammen. Diese beiden Gebote sind wie zwei Seiten der gleichen Münze. Weil wahre Anbetung Gottes führt auch zwangsläufig zur Liebe für Menschen. 1. Johannes 4,20 sagt es so krass, er sagt, wer sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, der ist ein Lügner. Liebe zu Gott, die nicht in echter Liebe zu Menschen resultiert, ist keine echte Liebe. Gott wird sichtbar. Und vielleicht auch diese Hoffnung, von der wir gelesen haben im 1. Petrus, wird sichtbar durch die Liebe zueinander. Nächstenliebe ist für uns keine Option. So wie wir Menschen behandeln, jetzt wird es schon ein bisschen schwierig, so wie wir Menschen behandeln, ist wie wir Jesus behandeln. Was ihr für einen meiner Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Und das nehmen wir schön gerne bei den Dingen, wo wir etwas Gutes für jemanden getan haben. Aber weißt du was, eigentlich können wir das übertragen, so wie ich eben den Autofahrer vor mir oder neben mir behandle. So behandle ich Jesus. Ich weiß, bei mir sind es immer die Autobeispiele. Liebe meinen Nordring. Echte Anbetung zeigt sich in praktischer Liebe. Und weißt du, Jesus sagt ja hier, den Nächsten zu lieben. Und das Schwierige ist noch, das sind die Nächsten. Er beschreibt ja dann im Gleichnis vom barmherzigen Samaritaner, was der Nächste ist. Das ist nicht der mir passt, sondern das ist der mich braucht. Der meine Hilfe braucht, unabhängig von seiner Herkunft, seinem Status und meiner Sympathie. Jesus sagt sogar, liebt eure Feinde und betet für die euch verfolgen. Das soll unser Leben prägen. Würde uns manchmal Christen auch gerade in der Politik gut tun, das mal zu lesen. Liebt eure Feinde und betet für die euch verfolgen. Praktische Ausdrucksformen der Nächstenliebe in der Familie, Geduld, Vergebung, Dienst, Zeit, in der Gemeinde, einander ermutigen, einander die Lasten tragen, füreinander beten. Nicht nur sagen, ich bete für dich, sondern wirklich beten. In der Nachbarschaft, aufmerksam sein, praktisch helfen, einladend leben. In der Gesellschaft, eintreten für Gerechtigkeit, Schwache schützen, Hoffnung teilen. Dass das passiert, was im 1. Petrus hier steht, dass Menschen sehen, du, da ist irgendetwas, das ist gut, das will ich auch. Da ist Hoffnung. Weißt du, die Kraft zur Nächstenliebe, die kommt aus der Anbetung, weil wir können ja nicht aus eigener Kraft so lieben, wie es dafür braucht. Wir können nicht aus eigener Kraft bedingungslos lieben. Aber je mehr wir die Liebe Gottes zu uns erfahren, desto mehr können wir anders lieben. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Weil wahre Nächstenliebe, die ist übernatürlich. Sie kommt aus der Gemeinschaft mit Gott. Aber Anbetung füllt uns mit Gottes Liebe, die dann zu anderen überfließt. Wir möchten uns noch gerne, ein paar Minuten haben wir noch, möchte ich dich einladen, noch einmal einen Moment alleine zu beten. Und dir mal zu überlegen oder ganz bewusst Menschen zu segnen, die in deinem Leben, wo es dir schwerfällt, sie zu lieben. Ich kann dir nicht sagen, du musst sie jetzt lieben, aber was du machen kannst, du kannst sie segnen. Weil Gott liebt sie und segnen bedeutet, seine Liebe über den Personen auszusprechen. Du musst nicht einmal deine Liebe über ihnen aussprechen, du kannst ja mal mit Gottes Liebe anfangen. Ganz bewusst so Menschen segnen. Und wenn du damit fertig bist, kannst du beten für uns als Gemeinde, dass wir
eine Gemeinde, eine Kirche der praktischen Liebe sind. Dass wir dort, wo wir Blindspots haben in unserem Leben, dass uns Gott diese Augen öffnet. Dass wir den Mut und die Kreativität haben, Liebe konkret zu werden. Nehmen wir uns doch noch einmal ein paar Minuten und dann werden wir ein Lied singen und ich werde dann den Abschluss noch machen.
du bleibst nah. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Herr Jesus, wir wollen dich anbeten. Von ganzem Herz, mit ganzer Hingabe, mit ganzem Verstand. Form uns immer mehr zu einer Kirche, die dich über alles liebt und die Liebe auch unsere Mitmenschen weitergibt. Amen. Amen. Hat mich gefreut, heute Abend mit euch zusammen zu beten. Ich freue mich auf die 3 weiteren Werte, die wir diese Woche miteinander anschauen werden. Morgen Abend mit dem Thema Jüngerschaft freue ich mich auch schon sehr darauf, wo wir da ein paar knackige Fragen und vor allem dann auch beten miteinander. Freue mich, euch wiederzusehen, hoffentlich morgen, gleiche Zeit, gleicher Ort. Kommt gut heim und verrührt nicht zu fest unterwegs. Tschüss miteinander.